Jetzt ist das Lied schon vorbei und habt ihr es geschafft, liebe Kinder? Wirklich? Ja, dann zeigt mal her. Wo sind denn die Bilder? Die sind da hinten noch am Kleben. Also ihr sagt, es ist geschafft. Die müssen die noch alle einsammeln. Selena, wie sieht's aus? Ja, rufen sie. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob das funktioniert hat. Ich habe hier so nicht Wäscheklammern, Büroklammern. Ich habe heute Morgen schon studiert, wie die heißen. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Okay, also ihr Lieben, ihr dürft es nach vorne bringen. Ich sehe da schon. Die fleißigen Helferlein kommen. Boah, das sieht ja richtig gut aus. Richtig gut. Schaut mal. Ich habe da so Wäscheklammern. Ui. Also ich würde sagen, das sind 3. Da kommt noch eins. Yes. Sehr, sehr gut. Das sind die 4 Bilder. Wow, das habt ihr wirklich wunderbar gemacht. War es schwierig? Nö. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt muss ich nur mal gerade gucken. Hier ist ja jetzt wieder ein Chaos. Ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte gut? Ist das die richtige Reihenfolge von den Bildern? Nee. Wie ist es denn richtig? Was passiert als erstes? Ist erst das Kind, da streckt jemand auf. Wie ist es richtig? Zuerst ist der Engel zu Maria gekommen. Okay, also das muss darüber. Und dann ist das Kind geboren? Nee. Dann kommt der Esel und dann ist das Kind geboren. Und das ist ein bisschen schwierig. Das ist nämlich das erste Bild. Genau, das kommt da an den Anfang. Jetzt haben wir das Chaos hier in Ordnung gebracht. Ihr beiden dürft die gerne aufhängen, die Bilder, hinter uns. Vielleicht während wir die Geschichte gemeinsam lesen und ihr seht die Bilder auch hier vorne, damit ihr sie in all eurer Pracht sehen könnt. Und ich will euch die Geschichte vorlesen, und zwar aus einer ganz besonderen Bibel. Und zwar ist es die Gott hat dich lieb Bibel. Falls ihr, also dieses Jahr wird es mit Weihnachtsgeschenken vielleicht ein bisschen knapp, aber falls ihr für nächstes Jahr noch ein cooles Weihnachtsgeschenk braucht, das ist das Nonplusultra unter den Kinderbibeln. Wir wollen die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 1-2, die Geburt von Jesus, lesen. Ihr dürft die Augen zumachen oder euch die Bilder betrachten und mit in die Geschichte reinnehmen lassen. Alles war bereit. Der Moment, auf den Gott so lange gewartet hatte, war endlich da. Gott würde kommen, um seine Kinder zu retten. Sonst fällt es nicht. Doch, die schaffen das schon. Wie er es von Anfang an versprochen hatte. Doch wie würde er kommen? Wie würde er aussehen? Was würde er tun? Berge hätten sich gern vor ihm verneigt. Meere hätten vor Freude gern Wellen geschlagen. Bäume hätten am liebsten getanzt. Doch die Erde hielt die Luft an. So leise wie Schneefall kam er zur Welt. Gerade als niemand hinsah. In der Dunkelheit der Nacht. Es war einmal ein junges Mädchen. Das war verlobt mit einem Mann namens Josef. Josef war übrigens der Urenkel von König David. Eines Morgens stand plötzlich ein riesiger, blendender, heller Krieger des Lichts mitten in dem Zimmer des Mädchens Maria. Sein Name war Gabriel und er war ein Engel, ein Bote Gottes. Maria erschrak und hatte Angst vor dem großen Engel. Du musst dich nicht fürchten, sagte Gabriel. Gott ist sehr froh über dich. Maria schaute sich um, ob er vielleicht mit jemand anderem sprach. Maria, sagte Gabriel, und er lachte so glücklich, dass Maria Tränen in die Augen schossen. Maria, du wirst ein Kind bekommen, einen Jungen. Du sollst ihn Jesus nennen. Er ist Gottes Sohn. Er ist der eine, der Retter. Der Gott, der die Planeten ins Weltall gesetzt hatte und bewirkte, dass sie sich noch immer drehten. Der Gott, der das ganze Universum mit nur einem Wort erschaffen hatte und der alles tun konnte, machte sich ganz klein
und kam als winziges Baby in die Welt. Moment mal, Gott schickte ein Baby, um die Welt zu retten? Das ist zu schön, um wahr zu sein, sagte Maria und spürte, wie ihr Herz klopfte. Wie kann das sein? Für Gott ist nichts unmöglich, erinnerte Gabriel sie. Und so vertraute Maria Gott, auch wenn sie noch nichts sehen konnte. Sie glaubte ihm. Ich bin Gottes Dienerin, sagte sie. Was er sagt, das werde ich tun. Und es kam wirklich so, wie der Engel es gesagt hatte. 9 Monate später war es fast so weit, dass Marias Baby geboren werden sollte. Maria und Josef waren unterwegs nach Bethlehem, in die Stadt, aus der auch König David kam. Doch als sie dort ankamen, waren alle Zimmer vermietet und alle Betten belegt. Geh weiter, riefen die Vermieter. Wir haben keinen Platz für euch. Wo sollten sie jetzt hin? Marias Kind würde bald kommen. Sie fanden keine andere Unterkunft als einen alten, düsteren Stall. Dort mussten sie sich zwischen den Esel und die Schafe hinlegen. Und dort, in dem stinkigen Stall, zwischen den Tieren, gab Gott in der Stille der Nacht der Welt sein größtes Geschenk. Das Baby, das die Welt verändern würde, war geboren. Gottes Sohn, Jesus. Maria und Josef wickelten ihn in Windeln, um ihn warm zu halten, und legten ihn in das Stroh in der Futterkrippe. Und dann schauten sie voller Staunen auf Gottes großartiges Geschenk, das dort in der Krippe vor ihnen lag. Maria und Josef nannten das Kind Jesus, Emmanuel. Das bedeutet, Gott ist gekommen, um bei uns zu leben. Und genau das hatte er auch getan.
Ich möchte starten mit einer Frage an euch alle. Und zwar, wer von euch räumt gerne auf? Okay, die Hände von den Mamis gehen vor allem hoch, die von den Kindern eher nicht so. Ja, ich sehe schon, ich weiß nicht so genau. Aber natürlich, ihr lieben Kinder, wenn Mama sagt, geh aufräumen, dann macht ihr das ohne zu zögern, ne? Direkt. Oder sind dann die Hausaufgaben doch ein bisschen attraktiver als das Aufräumen? Ja, ich weiß nicht so genau. Ordnung, ja, das ist so eine spannende Sache. Die einen lieben Ordnung, die anderen, die mögen auch Ordnung, aber denen ist einfach ein bisschen zu viel Arbeit. Oder ich weiß nicht so genau, wobei ich weiß es eigentlich schon, weil ich bin selbst nicht so die ordentlichste Person. Um genau zu sein, ich kann ziemlich chaotisch sein. Und ich schätze Ordnung, ich schätze es total, wenn es aufgeräumt ist, aber ich selbst, ich glaube, ich habe das einfach nicht so im Blut, sage ich mir dann immer. Ne? Ich bin einfach nicht so geboren. Und meine Mama und ich, wir hatten es ganz harmonisch zu Hause. Wir haben uns ganz, ganz wenig gestritten, aber meine Mama liebt Ordnung. Und ihr könnt euch vorstellen, das war das Thema, wo ich wirklich mit meiner Mama mich dann hin und wieder mal in die Haare gekriegt habe. Die hat schon immer gesagt, alles, was im Teenie-Zimmer passiert, das passiert da drin. Aber da kann man die Tür zumachen, aber der Rest, da muss ordentlich sein. So, also ihr merkt schon, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit Ordnung. Flo dachte tatsächlich, ich wäre ordentlich, als er mich geheiratet hat. Als wir dann zusammengezogen sind, da war das so ein bisschen das böse Erwachen, weil in der Kennenlernphase konnte ich das noch ganz gut verstecken. Da habe ich nämlich immer schön aufgeräumt. Nein, aber ich habe über die Jahre gelernt und ich habe euch was mitgebracht. Vielleicht kannst du mir das einmal geben. Das hier, ihr Lieben, habe ich euch mitgebracht, um euch zu zeigen, ich habe gelernt über die Jahre. Das ist mein ganzer Stolz. Weil auch mit Post habe ich so eine ganz eigene Geschichte, wo ich euch jetzt alle Details erspare. Aber irgendwann habe ich mir so einen Ordner angelegt und das war mein einer Ordner, wo alles drin war. Mittlerweile hat er einen kleinen Bruder bekommen, weil ihr seht schon, der ist ziemlich voll. Aber ich habe gelernt, ein bisschen ordentlicher zu werden, weil ich dann doch gemerkt habe, das macht das Leben schon leichter, wenn man dann die Sachen auch wiederfindet, die man dann irgendwie suchen muss. Und ich habe da vorne, habe ich sowas reingeschrieben. Ich blende euch das auch mal ein. Das war tatsächlich das Erste, was ich in diesem Ordner gemacht habe, um mich an etwas zu erinnern. Und zwar steht da, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Ja, es steht in 1. Korinther 14, Vers 33, sondern des Friedens. Sodass jedes Mal, wenn ich diesen Ordner öffne und irgendwie verzweifelt versuche, mein System zu verstehen, was ich mir irgendwann mal ausgedacht habe, habe ich mich daran erinnert, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Ja, das ist tatsächlich so. Es ist Gottes Wesenseigenschaft, dass er ordnungsliebend ist. Das sehen wir schon ganz am Anfang von der Bibel. Schon in 1. Mose 1, Vers 2 steht, die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über der Tiefe. Im Hebräischen steht hier tatsächlich das Wort Tohu Wabohu. Das hat meine Mama auch hin und wieder mal gebraucht. Was ist denn das hier von Tohu Wabohu? Die Erde war Tohu Wabohu, da war Chaos, es war wüst und es war leer. Und Gott macht etwas, und zwar er spricht, er trennt, er ordnet. Licht von Finsternis, Land von Wasser, Tag von Nacht. Er bringt eine Ordnung in dieses Tohu Wabohu. In meinem Zimmer hat er das nicht gemacht, da musste ich das selber machen. Aber Gottes Wesenseigenschaft ist es, dass er eine Ordnung bringt, einen Ort schafft, der ordentlich ist, damit Dinge wachsen können. Also irgendwie ist das etwas, was Gott schon zu Beginn der Geschichte macht. Aber warte mal kurz. Jetzt haben wir doch eben die Weihnachtsgeschichte zusammen gelesen und irgendwie ist das doch ein bisschen anders als so richtig geordnet, oder? Also wenn wir uns die Zustände anschauen, in die Gott ein Mensch wird, dann ist das alles andere als ordentlich. Eine junge Frau, also besser gesagt eine Teenagerin, die wird schwanger und nicht auf die konventionellste Art und Weise, sondern durch den Heiligen Geist. Ganz schön schräg. Und Josef, ihr Verlobter, der
überlegt sich dann, sich von ihr zu trennen. Und in dieses ganze emotionale Chaos tritt dann ein Engel, um ihn davon abzuhalten, das zu tun. Das muss wirklich ein Gefühlschaos gewesen sein, sowohl für Maria als auch für Josef. Und dann die ganze Situation noch den Eltern und den Nachbarn erklären. Wie mag das wohl ausgesehen haben? Und dann haben wir gelesen, hochschwanger reiten sie auf einem Esel. Mich hat es damals, als ich in Afrika war, geschockt, dass die Frauen teilweise auf dem Fahrrad zu ihrer Geburt fahren. Aber auf einem Esel, also das ist doch nun wirklich eine richtig unbequeme Art und Weise, ein Kind zu bekommen. Stell dir vor, du bist hochschwanger und musst noch von Krankenhaus zu Krankenhaus fahren, nur um zu hören, dass jeder Kreissaal belegt ist. Das ist schon ganz schön stressig, ganz schön chaotisch. Und dann hat Josef noch vergessen, ein Airbnb zu buchen in Bethlehem. Und blöderweise sind alle Herbergen belegt. Was muss das für ein Stress gewesen sein? Was für ein Chaos? Vielleicht doch Diskussion. Josef, wo sollen wir jetzt hin? Schon in den Wehen. Und dann gehen sie in einen Stall. Und dort bekommt Maria, ohne die Hilfe von einem Arzt und einer Hebamme, dieses Baby. Und sie legen es in eine Futterkrippe. Das ist weder sauber noch hygienisch noch irgendwie klinisch rein. Da legen sie den Retter der Welt hinein. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Das ist die Geschichte, wie Gott Mensch wurde. Das sind ganz schön chaotische Zustände. Und Gott soll ein Gott der Ordnung sein, dessen Wesenscharakter und Eigenschaft es ist, ordentlich zu sein. Und ich glaube, hier ist der Ort, wo unsere Logik eben ganz anders funktioniert als die von Gott. Weil wenn wir uns vielleicht die Weihnachtsgeschichte ausgedacht hätten, dann wäre das Ganze mit Vorbereitungen, mit einem sauberen Ort, mit stabilen Verhältnissen, mit Ruhe, mit Übersicht und ohne Missverständnisse passiert. Ja, das ist doch der Gott, der in Ordnung, in eine Ordnung hineinkommt, weil er Ordnung liebt. Aber Gott kommt anders. Nicht, weil er Ordnung egal findet, sondern weil er tiefer denkt als wir. Seine Logik ist, ich komme nicht, weil alles ordentlich ist, sondern ich bin Mensch geworden, weil eben ziemlich viel chaotisch war. Gott wartet nicht darauf, dass die Welt aufgeräumt ist. Er kommt, weil sie es nicht ist. Er kommt in die chaotische Welt auf chaotische Weise, um Ordnung zu schaffen. Und das hat er getan. Die Menschwerdung von Jesus ist Gottes radikalste Antwort auf das Chaos dieser Welt. Gott kommt nicht auf Abstand. Er ist nicht im Himmel geblieben, hat gesagt, Entschuldigung, könnt ihr bitte erstmal aufräumen? In die Zustände kann ich nicht reinkommen. Nein, wir lesen in Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott wurde Mensch und wohnte mitten unter uns, mitten im Chaos, mitten im Dreck, mitten im Menschsein. Und sein Ziel war es, in dieses Chaos ein Licht zu bringen. Und das sagt der Prophet Jesaja schon viele Jahre voraus, wo es heißt, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Dieses Baby, das geboren wurde, ist nicht eine märchenhafte Erzählung, sondern er ist die Hoffnung der Welt. Er ist das Licht der Welt und der Retter, der für dich und für mich geboren wurde. Durch ihn haben wir Hoffnung auf Ordnung. Ich weiß nicht so genau, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie dein Jahr so verlaufen ist. Hattest du alles im Griff? War alles geordnet und ordentlich? Vielleicht auch gerade die Weihnachtstage.
alles ordentlich oder vielleicht so nach außen hin noch gerade so probiert, Ordnung zu halten. Vielleicht sind das auch Feiertage, wo das Chaos und die Unordnung erstmal wieder so richtig zum Vorschein kommt. Vielleicht ist Weihnachten für dich ein schmerzhaftes Erlebnis und nicht heile Welt. Vielleicht bist du einsam, überfordert oder spürst so eine innere Unordnung. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, dass Gott nicht jetzt gerade da ist, sondern dass er eigentlich ziemlich fern ist. Und wir alle kennen Chaos. Manches sieht man, manches versucht man vielleicht auch zu verstecken. Manches ist laut und alle bekommen es mit und manches ist ganz leise. Und in all dem Chaos, was du vielleicht verspürst, gilt diese Botschaft genau für dich. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und er kommt nicht erst zu dir, wenn du alles aufgeräumt hast. Wenn du klar Schiff gemacht hast und das Gefühl hast, ja jetzt, wie bei Gästen, noch schnell saugen, noch schnell aufräumen, alles in das eine Zimmer reinräumen und die Tür zumachen, dann können die Gäste kommen. Nein, Jesus erwartet nicht, dass wir erst aufräumen, damit er kommen kann. Er will der Gast sein, der tatsächlich auch in unseren Dreck reinkommen darf, der das Chaos aushält, der auch die Unordnung sieht, weil er letztlich derjenige ist, der mit uns gemeinsam Ordnung schaffen will. Jesus hat die Sünde der Welt getragen. Also, wieso meinen wir, dass ihn unser Chaos schockieren würde? Die Frage ist nur, bist du bereit, Jesus tatsächlich auch in dein Chaos einzuladen und sein Licht, das Licht, was Jesaja schon vorausgesagt hat, leuchten zu lassen? Vor Jesus müssen wir uns nicht schämen. Er freut sich, wenn er als Gast kommen darf. Er kam, um Ordnung zu bringen und er will auch bei dir anfangen, Ordnung zu schaffen. Lässt du ihn rein? Machst du ihm die Tür auf, da, wo vielleicht gerade Sachen ungeordnet sind? Denn wo Jesus ist, da beginnt eine Ordnung, nicht immer sofort, nicht immer schmerzfrei, aber echt und voller Hoffnung. Und jetzt während den nächsten 2 Liedern, in die wir reinsteigen werden, ja, will ich dich einladen, vielleicht genau an dem Punkt, Jesus zu sagen, Jesus, da ist gerade nicht alles in Ordnung und ich bin ehrlich vor dir und ich sehne mich nach Ordnung. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, dass du Mensch wurdest, dass du reingekommen bist in das Chaos, in Chaos und dass du kamst, um Ordnung zu schaffen. Gott ist ein ordnungsliebender Gott und er will dir dabei helfen, Ordnung zu schaffen. Und wie der Engel zu Maria gesagt hat, für Gott ist nichts unmöglich.